Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum Achtelfinale-Hinspiel bei Atalanta Bergamo 6:1 weggeknallt, weggefegt, dominiert. Bevor wir da reingehen, ihr kennt den Spaß, wie immer der Hinweis, euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, wo soll man anfangen, wo soll man enden? Überragendes Spiel von uns. Ja, und es ist genauso gekommen, wie ich's, vorhergesagt habe im Taktikfuchs. Wenn Atalanta meint, sie wollen mitspielen oder machen über 'n ganzen Platz 'n 1 gegen unsere individuelle Qualität, dann sieht's so aus, wie's aussieht, ne? Und dann ist Atalanta am Ende mit den 6 Toren noch gut bedient. Wir hätten auch gerne gut und gerne noch 3, 4 mehr machen können, ja, teilweise sogar müssen, ne? 2, 3 Riesendinger liegen lassen. Aber hey, wen interessiert's am Ende des Tages, ja? Also, mit dem Ergebnis bis in der nächsten Runde und gut ist. Und das ist das Einzige, was zählt. Wermutstropfen natürlich, Alphonso Davies, Jamal Musiala, wo wir hoffen mal, dass bei Jamal nichts Ernstes ist. Bei Alphonso Davies sah es so aus, dass er schon weiß, was es ist. Wird wahrscheinlich wieder Muskelfaserriss sein oder sowas. Und dann natürlich jetzt zum Schluss, Jonas Urbich, der richtig was auf die Murmel gekriegt hat. Ich hoffe dass es nichts Ernstes ist. Aber das sind natürlich die Wermutstropfen. Ähm, abzuwarten wird sein, wie es mit Kimmichs gelber Karte wird. Ja. Ich denke, Michael Olysses gelbe Karte kannst du noch irgendwo verkaufen, ja, die kam relativ zügig. Aber Josua hat das schon extrem rausgezögert mit 10-mal da zum Freistoß anlaufen und dann den Ball nicht spielen. Ja. Wie gesagt, bin ich gespannt, ob da noch irgend 'n Nachspiel kommt oder das alles so bleibt, wie es ist. Kann man jetzt halten davon, was man will. Das Thema will ich jetzt gar nicht aufmachen. Das kann jeder für euch für sich selber beantworten. Ja, ansonsten überragendes Spiel von Minute 1 an. Das muss man einfach mal so sagen, ja. Die erste Halbzeit war überragend. Zweite Halbzeit haben wir natürlich ein paar Gänge rausgenommen, haben das Spiel trotzdem durchgehend, dominiert, kontrolliert. Bis jetzt auf den letzten Konter da von Atalanta, ja, natürlich, wenn du das Haanesuppe suchen willst. Ich suche das heute nicht. Ich habe nicht einen schlechten Spieler auf dem Feld gesehen. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann das letzte Mal so war. Ansonsten sind immer irgendwie 1, 2, 3 abgefallen. Das war heute nicht der Fall. Jeder Spieler, der heute auf dem Feld war 110% da, ja, und war stark. Ich habe es gerade schon gesagt, du hättest gut und gerne noch 3, 4 Tore mehr machen können, ne, vielleicht sogar 1, 2 müssen. Aber das ist dann, wie gesagt, wie ich schon sagte, das Haar in der Suppe suchen, ja. Ähm, ja, wo willst du anfangen? Ja, wenn wir da jetzt, in die Analyse gehen, ins Detail gehen, Atalanta hat's uns einfach gemacht. So, ja. Also, wie einfach man die Räume hatte, indem man einfach passen, laufen, Doppelpass, ja. Wisst ihr, was da für Räume waren? Ja, ich erinnere mich an der ersten Halbzeit an eine Szene von Upamecano, der 30 Meter frei hatte. Frei, einfach frei, ja. Ringsherum war keiner und der war im Mittelfeld. Ja, 30 Meter vom gegnerischen Tor. Also, ja, kannst du, wenn du diese Qualität hast, die Atalanta hat, gegen die Qualität, die wir haben, kannst du nicht im 1 gegen 1 über das ganze Feld spielen. Das geht nicht. Ja, dann wirst du so vorgeführt, wie Atalanta heute vorgeführt wurde. So, Punkt. Ja. Und nochmal, die sind mit den 6 Toren gut bedient. Ja, das gehört auch noch zur Wahrheit. Also, natürlich für uns schön, wir haben 'n super gutes Spiel gesehen, ja. Wir haben das Viertelfinale klargemacht im ersten Spiel auswärts, alles tutti. Ähm, aber ich kann mich an kein Spiel erinnern, in dieser Saison, wo wir jemals so viele Räume hatten wie in diesem Spiel. Ja, vielleicht gegen Wolfsburg, ja, teilweise, wo wir die 8 Hütten gemacht haben, da war das vielleicht 'n bisschen ähnlich. Ähm, das war schon wild heute, ja, und da brauchst du auch gar nicht mehr analysieren. Also,
Ich finde es gut, dass Atalanta diesen Ansatz genommen hat, ja, und das versucht hat. Du musst gegen Bayern was versuchen, denke ich. Wobei wir natürlich auch gesehen haben, erste Halbzeit in Dortmund, da hätten wir heute mit Sicherheit keine 6 Hütten gemacht. Ich weiß natürlich nicht, wie stark Atalanta in der Verteidigung ist, aber wenn die defensiv, das so spielen könnten, ich meine, Dortmund hat so gespielt und Dortmund ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, jetzt so eine super defensive Mannschaft, ne? Dann tun wir uns natürlich schwer, sogar keine Frage. Vor allen Dingen, wenn Harry Kane nicht auf dem Feld ist. Dass Harry Kane heute nicht auf dem Feld war, hat keine Rolle gespielt. Weil Serge Gnabry ein überragend gutes Spiel gemacht hat über 40 Minuten. Die letzten 5 Minuten war er platt. Ne, das hat man gesehen, da war dann nicht mehr die Konzentration da. Ansonsten, wenn Serge Gnabry diese Position immer so spielen würde, wie er sie heute gespielt hat, dann würde er gar nicht zur Diskussion stehen. Ja, das war heute ein überragendes Spiel. Kommen wir gleich in der Spielerbenotung drauf zu sprechen, aber das war wirklich überragend. Ja, also Serge hat heute einen ganz, ganz großen Anteil, aber generell viele, viele Spieler, die heute wirklich sehr, sehr stark waren. Ja, und damit würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick in die Statistiken rein. Vollständigkeit halber, ich aktualisiere den Bums hier auch nochmal. Ja, 6:1, Stunny, Ulisse, Gnabry, Nicolas, Jackson, Ulisse und Musiala. Statistiken sollten eine klare Sprache sprechen. 30:70 Ballbesitz, Abseits 1:1, Fouls 11:11, Zweikampfquote 52:48, Schüsse aufs Tor 3:13, Schüsse insgesamt 11:25, Ecken 2:7, angekommene Pässe 227 zu 633, Flanken 12:8. Schüsse insgesamt, Olisse 5, Jackson 5, Diaz 4. Torschussvorlagen, Opa eine, Gnabry eine, Diaz eine, gewonnene Zweikämpfe, Diaz 8. Conny Leimer 6, Upamecano 5, Ballkontakte 115, Kimmich 98, Opa 91, Ta. Gefoult worden, kennt ihr. Schenken wir uns wie immer. Ja, ihr habt mich ja so die letzten Wochen immer mal wieder kritisiert, dass ich Kompanie nur eine 1,5 gebe. Heute bekommt er die Note 1 von mir. Vini hat heute alles richtig gemacht. Ich sehe nichts, wo er irgendwas falsch gemacht hat. Aufstellung war sehr, sehr ähnlich zu meiner, abgesehen von Serge. Ich hätte einen Serge nicht aufgestellt. Dass er einen Serge aufgestellt hat, war, wenn man die Leistung sieht von Serge, genau das Richtige. Ja, und deswegen auch die glatte 1. Ja, ansonsten hat er nichts falsch gemacht. Die Wechsel waren so, wie sie sein müssen. Die Aufstellung war gut, die Mannschaft war gut eingestellt. Alle waren heiß, alle waren gallig. Von daher. Note 1 für Winnie. Gut, gehen wir rein in die Aufstellung. Urbich, ein starkes Spiel gemacht. Ja, bis auf die letzte Szene. Muss er natürlich so hingehen. Ja. War natürlich ein bisschen unglücklich. Aber nochmal, er muss da so hingehen. Ja. Schwer zu sagen. Müsste die Szene mal ein bisschen langsamer sehen, aber wenn der Ball nicht im Tor gewesen wäre, hätte man vielleicht sogar über Elfmeter reden können. Weiß ich nicht. Müsste man mal genau sehen, wer zuerst wie am Ball war. Er oder der Stürmer. Ansonsten bis dahin ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, hat nichts zu tun gehabt. Einen Schuss, den hat er entschärft in der ersten Halbzeit. Ich glaube, zweite Halbzeit irgendwie so ein Ei aufs Tor. Das war's. Und super stark 2, 3 Mal die langen Bälle gespielt und damit ja auch sogar die Tore eingeleitet teilweise. Ja. Also super stark, super ruhig, aber das kennen wir alles von Urbich. Ja. Diese Ruhe, diese Abgeklärtheit, das Fußballerische, wo Emanuel Neuer in gar nichts nachsteht. Ja, von daher von meiner Seite heute Note 2. Wie gesagt, die letzte Szene müsste man sich genauer angucken. Gute Besserung auf jeden Fall. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Wäre schade drum. Gut. Ja, von oben nach unten geht's los. Wir fangen natürlich an mit dem Stanisic, den ich ja viel zu stark sehe. Ne? Laut so einigen in den Kommentaren. Ja, hat der Stani heute wieder gezeigt, dass er doch einfach nur ein durchschnittlicher Spieler ist für den FC Bayern. Und eigentlich immer, was weiß ich,
Stani hat 'n überragend gutes Spiel gemacht, wie genau die letzten Spiele alle. Stani ist einer der besten Spieler im Moment seit der Rückrunde bei uns. Da gibt's gar nichts dran zu deuteln. Sowohl defensiv, wo er immer wieder die Lücken auch zumacht, auch wenn Upper mal aufrückt oder sowas, ähm, wo er auch auf die Innenverteidigerposition geht und da die Läufe macht. Ähm, Offensiv wird er immer stärker, ja. Das Zusammenspiel mit Michael, ja, ist natürlich noch ein bisschen ausbaufähig, wird aber auch immer besser. Auch Stani von meiner Seite heute, ja, die glatte 2. Die glatte 2 kriegt er. Gut, weiter geht's mit Upper. Das können wir relativ schnell wieder abhandeln, wie immer unsere Innenverteidiger. Wobei ich in Upper heute einen kleinen Tacken auffälliger fand zu Jona, einfach bedingt durch sein Aufbauspiel und durch seine Lucio-Einlagen, ne? Hat da 'n kleinen, wie sagt man, 'n kleinen Stein im Brett bei mir. Hm, Hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja. Wäre noch schön gewesen, wenn das irgendwie hätte krönen können, aber ansonsten Opa 'n grandios gutes Spiel gemacht. Ja auch noch den Kopfball an den Pfosten gesetzt da bei der Ecke. Ähm, aber nicht nur das Offensive nach vorne wegverteidigen, sondern auch wenn er defensiv gefordert war, dann war er auch da, ja? Das gehört auch zur Wahrheit. Und von daher 'ne 1,5 von meiner Seite für Opa. Ja, Jona habe ich schon gesagt, sehe ich eigentlich genauso stark. Aufbauspiel war er heute ein bisschen weniger beteiligt, von daher gibt's 'ne glatte 2 von meiner Seite. Aber auch er, wenn defensiv gefordert war, war er da. Ähm, Auch 'n überragend gutes Spiel gemacht, ja. Muss man mal ganz klar sagen. Natürlich ist Atalanta auch nicht so dann ins Rollen gekommen, erst recht nach dem 2:0. Da war schon so der Wille gebrochen, denke ich, hat man gesehen. Da gab's schon 'n harten Knick im Spiel. Ähm, Was natürlich uns zugute kam und wir haben es dann aber auch nicht zugelassen, dass da überhaupt noch mal 'n bisschen Luft rankommt, ne? Von daher war's dann auch 'n bisschen bei unserer Abwehrreihe vielleicht dann auch nicht ganz so gefordert, wie es vielleicht sonst anders gewesen wäre. Ja, hm, Conny Leimer hat 'n schweren Stand gehabt in der Defensive, muss man sagen, einfach weil ihm gefühlt 3, 4 km/h gefehlt haben. Dafür hat das, fand ich, eigentlich noch ganz ordentlich gemacht. War natürlich gelb vorbelastet, war völlig richtig, ihn auszuwechseln. Ähm, Ansonsten wäre es vielleicht noch in 'ne gelb-roten Karte gelaufen. Ansonsten war Conny aber auch sehr präsent, gerade in der Anfangsphase, ja. Ähm, Genauso wie die andere Seite Stanisic, unser Außenverteidiger, waren sehr präsent in der ersten Viertelstunde. Sonst hat Conny wirklich ein gutes Spiel gemacht, aber hat schon ein paar Probleme gehabt, mit seinem Gegenspieler und von daher Note 3 von meiner Seite für Conny. Gut, der König heute, Kimmich hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, muss ich sagen. Für mich, glatte 2 heute. Warum nicht besser? Die ersten 15, 20 Minuten hast du von Kimmich wenig gesehen, ne? Muss man ganz klar sagen. Liegt aber daran, dass man ein bisschen um ihn herum gespielt hat und Kimmich auch ein bisschen mehr die defensive Position gehalten hat. Ähm, Umso dominanter wir wurden, umso mehr war auch Kimmich dann involviert. Kimmich hat heute auch mal ein, zwei, dreimal den Ball auch mal direkt nach vorne gespielt. Halleluja, ja. Umso länger das Spiel ging, umso langsamer wurde der ganze Bums natürlich und Kimmich, fühlt sich dann ein bisschen wohler, das hat man gesehen. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich heute keine super schwache Aktion gesehen von ihm. Einmal hat er wieder so 'n komischen Anfall gehabt da in der Defensive mit auf den Boden werfen, hat er aber zum Glück den Freistoß gekriegt. Ansonsten die extra gelbe Karte, die er sich abgeholt hat, was er mit Sicherheit natürlich nicht zugeben wird, weil er's nicht darf, weil wenn er das zugibt, dann Ramos wird auch mal nachträglich gesperrt, ne, der sich extra 'ne gelbe Karte abgeholt hat. Das war von Kimmich war schon sehr offensichtlich. Ja, beiße ich mir schon auf Wange hier. Von Kimmich war schon sehr offensichtlich, muss ich sagen, ja. Also, Olise fand ich okay, ja. Weiß ich auch nicht, warum da so 'n Wirbel gemacht wurde, bei der Ecke. Ich meine, es steht 6:0, Alter. Wenn du dann anfängst, Zeitspiel zu pfeifen, weiß ich jetzt auch nicht.
Ich meine, wenn 6-4 stehen würde, dann würde ich ja sagen, ja, alles gut, ja. Das war ja jetzt nicht übertrieben viel Zeit, was sich gelassen hat. Äh, Ich glaube, Kimmich wäre mehr beraten gewesen, sich eine gelbe Karte wegen Meckern oder so abzuholen. Das wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Ist aber natürlich auch nicht so einfach, wenn du die Kapitänsbinde trägst, weil dann darfst du ja auch was sagen, ne? Und der Schiri weiß natürlich auch, dass Kimmich, vor der Sperre ist. Wild. Er hat natürlich das Glück gehabt, dass der Gegenspieler kam und ihn dann angeschossen hat. Ja, sonst, ich glaube, hätte Kimmich das noch 10-mal versuchen können und der Schiri hätte ihm trotzdem keine gelbe Karte gegeben, Alter. Aber da er dann den Gegenspieler die gelbe Karte geben musste, musste Kimmich auch die gelbe Karte geben. Ich bin gespannt, ob es da nochmal ein Nachspiel gibt. BBC. Ich denke aber, Kimmich ist jetzt auch nicht der entscheidende Faktor, wenn Leon ansatzweise Form hat. Aber natürlich, dann kommt ein anderer Gegner von anderer Qualität, sehr wahrscheinlich im Viertelfinale. Es wäre schon gut, wenn Kimmich, wenn er jetzt diese Form beibehält, schon dabei wäre. Ne? Ja. So viel dazu. Kommen wir zu Pavlo. Pavlo für mich auch ein überragend gutes Spiel gemacht. Ein abartig gutes Spiel. Ja. Fand ich einen Tacken stärker wie Josh. Gibt eine 1,5. Ja, wo Josh so ein klein wenig stärker geworden ist, hast du Pavlovic vielleicht ein klein wenig weniger gesehen, weil er ein bisschen die Rollen so ein klein wenig getauscht haben. Aber Pavlo war gerade in der Anfangsphase überragend gut. Überragend gut, ja. Gerade wo Bergamo noch versucht hat, uns 1:1 zu pressen überm ganzen Feld. Völlig unaufgeregt, völlig selbstverständlich, immer anspielbar, gar kein Problem, wenn ein Gegenspieler ihn anläuft oder sonst was. Die Ruhe selbst in Person, das Spiel trotzdem aufgebaut, die Bälle trotzdem nicht nur quer gespielt, sondern auch versucht, den Ball nach vorne zu spielen. Überragend gute erste 20 Minuten, ja. War Pavlo schon der uns aus der tiefen Position raus, gepusht hat. Ja, das war nicht Josh. Josh hast du nicht wahrgenommen, ja. Was aber auch völlig normal ist. Josh ist nicht so pressingresistent, wie es 'n Pavlo ist. Und das hat sich heute sehr, sehr gut ergänzt. Wie gesagt, umso mehr Kontrolle wir dann hatten und Bergamo das Pressing so ein bisschen eingestellt hat oder dieses über 'n ganzen Platz Mann gegen Mann spielen, ähm, dann kam Kimmich natürlich auch immer mehr auf und, nichtsdestotrotz, Pavlo war trotzdem präsent. Das war jetzt nicht, dass er nicht mehr präsent war. Also, Pavlo hat ein überragend gutes Spiel gemacht von meiner Seite. Gut, damit kommen wir zu den vorderen 4. Ja, angefangen bei Michael. Ich denke, bei Michael sind wir uns heute alle einig. Das war eine 1 mit Sternchen, ne? Das kann man gar nicht anders sagen. Ähm ja, Michael war heute der, wobei ich sagen muss, Diaz fand ich fast gleich stark, nur dass Diaz einfach nicht die Chancen hatte, die Tore zu machen, ne? Also, Michael heute 2 Tore, eine Vorlage, glaube ich, ne? Aber auch sonst ganz, ganz viele Aktionen mit eingeleitet, ne? Sogar noch die erste große Chance, die er hatte, hat er noch kläglich vergeben, ja? Das muss man auch mal sagen. Hätte er den Ball sogar sich noch mal hinlegen können und hätte das Ding dann da aus 10 Meter oder was das war, mal einfach, unter das Lattenkreuz nageln können und dann macht er da so 'ne halbe Rückgabe. Ähm, und dann macht er zweimal den Ajen, ne? Das war schon wild. Also, Michael heute, boah, das war heute schon eine Weltklasseleistung und da sieht man einfach auch seine Qualität. Aber da hast du halt einfach auch gesehen, ey, der hat einen Gegenspieler gehabt. Einen. Der wird sonst in der Bundesliga gedoppelt oder getrippelt. Wenn der nur einen Gegenspieler hat und den vernascht oder einfach mal ein Doppelpass gespielt wird, wie ich gerade sagte, passen, laufen, passen, laufen. Ja, und da hast du gesehen, was Michael macht, wenn er Raum hat, ja? Also, überragend, überragend. Gut, sind wir bei Serge angekommen. Das beste Spiel, was ich von Serge seit Jahren gesehen habe, ja? Und ich glaube, Serge Gnabry ist in den ersten 45 Minuten so viel gelaufen wie sonst in 2 Spielen. Das war heute eine überragende Leistung und deswegen kriegt der Serge heute auch von mir 'ne 1. 'Ne glatte 1, ohne Wenn und Aber.
Ja, wir können über die letzten 5 Minuten reden, die waren schwach. Ja, da war wieder so der alte Serge, aber wie gesagt, er ist super viel gelaufen, hat sich die Dinger natürlich auch selber mit erarbeitet, die er da ein bisschen zu eigensinnig und kläglich vergeben hat. Das wäre das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, aber ansonsten war's überragend gutes Spiel von Serge Gnabry. Und ich hätte ihm diese Rolle nicht zugetraut. Habe ich ja auch oft genug gesagt, dass ich deswegen auch im Taktikfuchs habe ich's gesagt, dass ich deswegen eher Musiala sehe in der Startformation, eben bedingt dadurch, dass 'n Jamal sich die Bälle auch hinten mal abholt, ja. Aber Serge hat das heute überragend gemacht. Überragend. Ja, natürlich auch bedingt dadurch, dass er auch nicht ja, keine Ahnung, gegen tiefstehenden Gegner laufen musste oder so. Auch da war es ja so, mit 'm Kolasinac, wenn er an dem vorbei war, war Raum da, ja. Aber nichtsdestotrotz überragend gut, ja. Super viel gelaufen, immer im freien Raum da gewesen, viele, viele richtige Entscheidungen getroffen, die Mitspieler einzusetzen. Ey, ich habe es ja eingangs gesagt, wenn Serge immer so spielen würde, dann bräuchten wir keine Diskussion über Serge Gnabry führen. Und wenn er das nur 'ne Halbzeit lang kann, weil er danach platt ist, ey, völlig fein, Alter. Wir haben genug Qualität im Kader, dann let's go. Jedes Spiel eine so 'ne Halbzeit, kommen wir, glaube ich, mit klar, ja? Also, grandioses Spiel heute von Serge. Hut ab. Ja, Lucio sehe ich eigentlich genauso fast genauso stark wie Gnabry und Olise, aber hat natürlich heute nicht das Glück gehabt, 'n Tor zu erzielen, aber war auch immer in der Entstehung mit dabei, ne? Ähm, super, wir haben's ja auch gesehen in der Statistik, ja, super viel gelaufen. War, glaube ich, der zweikampfstärkste Spieler, oder? Ja, mit 8 gewonnenen Zweikämpfen. Ähm, hat auch noch 4 Schüsse gehabt aufs Tor, ja, Torvorlage. Also, auch Diaz hat 'n überragend gutes Spiel gemacht, ja. Ist vielleicht nicht ganz so aufgefallen, wenn man nicht 'n bisschen genauer hingeschaut hat. Ähm, tue mich grade schwer, ihn zu benoten. Ich lasse ihn bei 'ner 2, weil ihm so 'n bisschen das Tor fehlt und ne, komm, ich mache 'ne 1,5, Alter. Ich kann dem keine 2 geben. Ich fand das auch 'ne überragend starke Leistung von Luis Diaz heute, ja. Wie gesagt, ihm fehlt das Tor, das ist aber auch alles, Alter. Ja, ansonsten war das auch über seine Seite super stark. Ja, damit kommen wir zu Nicolas Jackson. Ich denke man hat heute gesehen was in diesem Spieler stecken kann. Und das ist ja auch das, was ich sagte, ja, oder oft gesagt habe. Man müsste dem Jungen halt einfach mal 5, 6 Spiele am Stück gönnen. So, und dann könnten wir ihn mal fair beurteilen, ne? Ist natürlich super schwer, wenn er alle 6, 7 Spiele mal 45 Minuten kriegt oder mal 90 Minuten. Ey, heute war er war super viel unterwegs auch, ja, ähnlich wie Serge, vor allen Dingen, wo Serge dann auch raus war. Ähm aber auch grade erste Halbzeit super viel oft fallen gelassen, ja, auch die Bälle versucht, hinten abzuholen. Immer anspielbereit, auch mal versucht, den Doppelpass zu spielen, aber auch versucht, sich durchzusetzen. Das hat heute auch ein zweimal sehr gut geklappt. Hat sich gute Dinger vorbereitet, hatte einmal noch 'n bisschen Pech beim Abschluss, hat aber dann seine Bude auch noch gemacht. Ähm Das war auch 'ne starke Leistung, ja? Und vor allen Dingen war's heute auch 'n Tacken mehr auch mit nach hinten arbeiten, wenn's mal nötig war, ja? Ja, zweite Halbzeit, auch da wieder so ein zweimal, wo einfach die Luft dann nicht mehr da war, aber gefühlt ist der heute auch unendlich viel gelaufen, ja? Ähm, ich meine, wir sind in der ersten Halbzeit schon 6 Kilometer mehr gelaufen wie Bergamo, ja, und das hat man gesehen. Also, unsere ganze Mannschaft war durchgehend in Bewegung. Und da gehörte auch 'n Nicolas Jackson zu, ja. Von meiner Seite heute Note 2, weil ich die anderen 3 Offensiven noch 'n Tacken prägender fand, ja. Aber auch Jackson hat 'n sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Sehr, sehr gut. Gut, kommen wir noch zu den Einwechslungen. Angefangen, ja, bei Fonsi, was soll man da sagen? Ähm,
das ist natürlich ja, traurige Geschichte. 46. eingewechselt, 72. ausgewechselt mit Tränen in den Augen. Tut mir unendlich leid für ihn. Ähm, Sah nicht gut aus. Ich denke wahrscheinlich wieder mindestens 'n Muskelfaserriss. Hoffen wir es nicht, ja. Natürlich super enttäuschend, ja. Für ihn brauchen wir gar nicht drüber reden. Du kämpfst dich jedes Mal ran, darfst da mal wieder spielen, ja. Grade jetzt, wo die heiße Phase ist, da will natürlich jeder der Mannschaft auch helfen. Ähm, ey, nur nur das Beste, ja, für Fonsi. Ihr wisst, ich sehe ihn sehr kritisch als Fußballer, ja, was Preis-Leistung angeht. Ähm, aber ja, ich wünsche ihm nur das Beste, Alter. Ja, das hat keiner verdient und ich glaube, er hätte uns heute sogar richtig, richtig gut getan gegen Sude Mana, der den Conny Leimer, dreimal überlaufen hat. Ähm, ja, ich hoffe, es ist nichts Ernstes bei Fonsi. Ich drücke ihm die Daumen, ja. Ähm, Mehr können wir nicht machen, ey. Es tut mir echt leid für ihn. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Ich hoffe, er kommt schnell wieder und vielleicht ist dieses schnell immer so ein bisschen das Problem, ne? Schwer zu sagen, aber wir reden natürlich auch über Leistungssport am oberen Limit und dann ist es natürlich auch ja, da ist dann halt nichts mit, ich starte mal hier mit 70 PS rein oder mit 70% rein, dann bist du halt auch kein Spieler beim FC Bayern, Alter, ne? Ist halt so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Wie gesagt, alles Gute für Fonsi, ey. Gut, kommen wir zu Musiala. Da zählt ja fast dasselbe. Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht schon beim Tor da leicht eingefangen hat, in dem Zweikampfgewusel. Hm, wild, ich weiß es nicht. Auch da ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ansonsten, Jamal war direkt drin im Spiel, ja. Man hat gleich gesehen, dass er uns diesen Extra-Faktor durch die Mitte dann gegeben hat. Ja, grade dieses Kurzpassspiel mit Olisse, diese zack, 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 schnellen, kurzen Bewegungen, ähm, aber auch die Abstimmung. Ja, hat natürlich ein, 2 Sachen versucht, die dann vielleicht auch nicht so geklappt haben. Das ist aber auch normal, hat ja dann trotzdem sein Tor gemacht. Das war natürlich auch eine schöne Sache und, ja, auch das sah nicht gut aus. Ja, ich weiß auch nicht, warum er 5 Minuten da noch rumgehumpelt ist auf dem Feld, anstatt gleich rauszugehen. Ja, wir hatten keinen Wechsel mehr, aber gut, es stand 6:0, Alter. Alles ist doch gut, geh doch einfach runter. Ja, ist doch alles fein. Auch da, ey, alles Gute. Ich hoffe auch da, dass es nichts Ernstes ist. Ich glaube, Jamal kann auf jeden Fall noch ein Faktor sein in dieser Saison. Ja, grade in der Champions League, wenn es dann mal für was Besonderes braucht. Ich glaube, dann kann Jamal noch ein guter Faktor sein. Von daher auch hier, ne, wir klopfen auf Holz, alles Gute für ihn. Ja, Benotung, ja, ja, ich würde 'ne 2,5 machen. Hat sein Tor gemacht, ja, hat ein, 2 sehr, sehr gute Aktionen mit Michael zusammen gehabt. Ähm, die letzten 10 Minuten können wir nicht bewerten, wo der übers Feld gehumpelt ist, ne? Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Gut, nächster ist Leon, der in der 69. für Pavlo kam. Leon war nicht so auffällig dann heute. Natürlich aber auch bedingt dadurch, dass wir, ja, 3 Gänge rausgenommen haben, ja. Hat mir trotzdem ganz gut gefallen, Leon. Ich würde ihn bei 'ner 2,5 sehen, grade weil er defensiv da noch mal ein, 2 wichtige Zweikämpfe gewonnen hatte in der Rückwärtsbewegung. Wie gesagt, so das Spiel nach vorne war dann nicht mehr so geprägt und wenn, dann ging es viel mehr über die Außen wie über irgendwelche Halbpositionen. Aber das war ordentlich, ja. Ähm, Da er aber auch nur noch 20 Minuten hatte, ja, geben wir keine Note. Haben wir bisher nicht gemacht, machen wir jetzt auch nicht. Aber wenn ich eine geben müsste, habe ich ja gerade gesagt.
War ordentlich. Ja, da musste ja leider Gottes noch Tom Bischoff rein als Linksverteidiger. Wenn ich ihn finde, da ist er. Er hat seine Sache auch ordentlich gemacht, ne? Hat die Posi direkt ausgefüllt, war da. Aber Bergamo hat ja auch nicht mehr nach vorne gespielt. Ich weiß gar nicht, wie es beim Konter aussah, aber der Konter ist ein Konter, ja. Habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, wo er da genau war, ob man ihm da irgendwie was ankreiden könnte, aber hey, alles ist gut, war eine ordentliche Vorstellung dafür, dass er da so unverhofft reingeworfen wurde. Ich denke, das war völlig fein. Gut, dann haben wir noch für ein paar Minuten Rafa Guerrero gesehen. Für Stani. Ja, ich denke mal einfach ein bisschen Schonung für Stani, der wieder ein überragendes Spiel gemacht hat und sich voll verausgabt hat, viel gelaufen ist. Ja, Rafa war auf jeden Fall gleich zugegen. Ja, hat es auch ordentlich gemacht, die paar Minuten, die wir ihn gesehen haben. Und ja, das war's von den Benotungen, Leute. Das war's. Vielleicht noch ein Wort zum Schiri. Schiri fand ich ganz gut eigentlich. Hat mir gut gefallen. Ich fände es auch gut, dass er das Spiel dann abgepfiffen hat und nicht da irgendwie jetzt noch auf 1 Minute Nachspielzeit bestanden hat und dann hätte da noch ein Leon Goretzka sich ein Torwarttrikot überwerfen müssen und sich ins Tor stellen müssen für 1 Minute und dann Ball hin und her geschiebe in unseren Reihen, weil wir Anstoß gehabt hätten. Fand ich gut, dass er das Ding da abgepfiffen hat mit dieser Obig-Geschichte und ansonsten habe ich nichts im Kopf, wo ich sage, ey, war eine krasse Fehlentscheidung oder war super schlecht oder sowas. Die Elfmeterszenen fand ich völlig fein, hätte ich auch nicht gegeben. Sowohl das Handspiel nicht bei uns mit Opa, so genauso wie dieser Zweikampf mit Diaz. Das fand ich alles völlig fein. Hätte ich genauso gesehen. Und zu guter Letzt möchte ich mal noch ein Wort an die Bergamo-Fans. Das war schon wild. Ja? Also erstmal der Support über 90 Minuten war wild, aber gerade dann auch die Reaktion der Fans nach dem Schlusspfiff. Ja? Also Hut ab dafür. Da sieht man natürlich auch, dass der Club weiß, wo er herkommt, ja, oder wo er steht. Aber die Mannschaft nach einem 6:1 so zu feiern, auch wie man das 1:6 gefeiert hat auf den Tribünen, war schon wild. War schön anzusehen. Hut ab dafür. Und damit bin ich raus, Leute. Rot-weiße Grüße. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.